kommen zu einer Partie, die ja eigentlich fast schon entschieden ist, wenn man den Experten glauben darf. Beide Mannschaften sind in der Tabelle weit auseinander positioniert. Aber Sebastian, es gibt Überraschungen im Fußball, das muss nicht sein. Ja, völlig richtig, Tom, denn wenn es immer so einfach wäre, dann müsste man das Ganze ja gar nicht mehr austragen. Und ich glaube, der Außenseiter hat nichts zu verlieren. Das könnte die Chance sein, kann hier völlig gelöst aufspielen, hat deshalb durchaus seine Chancen. Also erstmal müssen 19 Minuten spielen. Klug gespielt. Mein lieber Mann, was für ein Zweikampf. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Ja, unfaires Verhalten hier, überhaupt keine Frage. Natürlich gibt das Gelb. Das ist natürlich bitte eine gelbe Karte zu so einem frühen Zeitpunkt in der Partie. Ja, besser kannst du eigentlich einen Freistoß nicht schießen, aber viel besser kannst du einen Freistoß auch nicht halten. Das ist wichtig für den Torhüter. Die erste Aktion gelungen, das gibt viel Selbstvertrauen. Er hat die Situation gut eingeschätzt. So eine mit den Fingerspitzen geklärt, aber die Situation ist noch nicht bereinigt. Ja, und dafür hat er das Auge. Klasse gespielt. So, die Gefahr erstmal wieder vorbei. Der Ball ist geklärt. Gut per Kopf weitergeleitet. Was für eine Übersicht. So, in der eigenen Hälfte ist er wieder im Ballbesitz. Ja, was hat er sich dabei gedacht? Da müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. So, jetzt muss er ganz vorsichtig sein, einen Gang runterschalten nach der Verwarnung. Der nächste bitte, ich bin gespannt, wie viele gelbe Karten Sie sich heute noch einhandeln wollen. Ja, möglicherweise hat er die Situation damit zunächst mal bereinigt. Er überlegt jetzt, flanke ich nicht. Zieh ab, Junge! Foul, ganz eindeutig. Und auf Foul folgt Freistoß. Ach, haben Sie schon wieder mal Glück gehabt nach diesem dummen Foul an der Strafraumgrenze. Nur Freistoß. Oh, er trifft die Latte, aber es ist noch nicht vorbei. Viel zu spät, wie er da reingeht, aber er kommt noch mal glimpflich davon. Sprich, ohne Verwarnung. Jetzt hat er den Platz. Und bei der Gelegenheit muss er jetzt hier das Tor erzielen. Ja, und wenn das kein Elfmeter war, dann weiß ich es auch nicht. Und man muss den Torhüter nach dem Spiel erstmal fragen, was er sich in dieser Situation gedacht hat. Oh, der Druck ist immens groß. Er ist der Elfmeterspezialist und das hat er unter Beweis gestellt. Und aus diesem langen Ball könnte sich eine gefährliche Situation ergeben. Also die Wiederholung müsste uns jetzt aufklären. Stand er im Abseits oder stand er nicht im Abseits? Und er findet den freien Mann. So, bis hierhin und nicht weiter, sagt der Abwehrspieler. Und was für eine Parade. Glänzende Parade. Da verkürzt er ganz geschickt den Winkel. Weg mit dem Ball. Und solche Bälle spielt nicht jeder. Ja, da ist das Reaktionsvermögen des Abwehrspielers gefordert. Die Entfernung ist einfach zu groß, da ist der Ball viel zu lange unterwegs. Kein Problem für den Torhüter. Ja, und da legt der Torhüter seine ganze Kraft in diesen Ball.
Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Ja, für mich besteht da kein Zweifel, für den Schiedsrichter auch nicht. Also, gelbe Karte. Und der Schiedsrichter zückt natürlich nach dieser rüden Attacke wieder den gelben Karton. Völlig zu Recht, finde ich. Ja, souverän gemacht vom Keeper und gleich den Ball in die Offensive gespielt. Riesenmöglichkeit. Ja, die nicht festgehalten. Ja, der ist doch nochmal glimpflich davon gekommen nach diesem brutalen Foul. Es gibt nur Freistoß. Ja, das sieht gut aus. Ja, das hat er gut gemacht. Achtung, jetzt brennt's. Ein anderer Torhüter hätte den Ball vielleicht nur abtropfen lassen. Er nicht. Tolle Parade. Und der Ball rauscht am Pfosten vorbei. Kämpferisch, ohne Fehl und Tadel. Sie wollen unbedingt noch den Ausgleich. Ja, und jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz. Zeige ich da eine Karte oder nicht? Oh, da hat er richtig was abbekommen bei diesem Zweikampf und die Konsequenz natürlich gelb. Boah, der Schiedsrichter drückt ein Auge zu. Nur gelb für diese Attacke. Ja, steht mindestens eine Auswechslung bevor. Ist von hier oben leicht zu erkennen. Reservisten machen sich warm jenseits der Seitenauslinie. Ja, keine Schwierigkeit für den Keeper. Ja, und der Torhüter drischt den Ball über das Feld. Ich glaube, er überlegt, was er jetzt am besten tut. Der Halbzeitstand hier 1:0. Viel ist hier nicht passiert in den ersten 45 Minuten. Das liegt aber weniger an den Stürmern. Die haben wirklich alles versucht, sondern an den beiden hervorragenden Torhütern. So, von uns aus kann es wieder losgehen, hinein in die zweite Halbzeit. So, wir sind bereit zur zweiten Halbzeit. Schiedsrichter auf. Spieler sind alle da. Auf geht's. Und ein langer Ball genau auf den Mann. Na klasse, wie der Abwehrspieler das gemacht hat. Hat den Ball zurückerobert. Das war ein richtiger Zuckerpass. Und das sieht gefährlich aus. Los, schieß, Junge! Schön gemacht. Klasse Pass. Es ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindlig spielt. Das war eine... Und von der Latte zurück ins Spiel. Und der Torwart hat einfach ein gutes Stellungsspiel. Und der Torwart denkt sich bloß erstmal raus aus der Gefahrenzone. Und die Entfernung war beträchtlich. Trotzdem kommt der Ball an. Und kein Abwehrspieler hat da bei diesem Kombinationsfußball eine Chance, überhaupt irgendwie an den Ball zu kommen. Und genauso wollen sie den Keeper sehen. Reaktionsschnell ist er da und wehrt ab. Noch immer kein Gegentor. Tom, tolle Leistung des Torhüters. Ja, da hatten sie die Chance, aber wieder ist die Abwehr zur Stelle. Solche Aktionen sind gut für das Selbstvertrauen.
Ja, bloß weg damit. Ja, jetzt könnte sich hier was entwickeln. Da machen wir es kurz, einfach nicht zu überwinden, diese Abwehr. So, den muss er jetzt verwandeln. Und mit solchen Flankenbällen kannst du natürlich keine Abwehr aus den Angeln heben. Präzise gespielt. Kommt ganz sicher an der Ball und das bei der Entfernung. Und das sieht so leicht aus. So locker. So, jetzt wird's gefährlich. Er hat zwar deutlich mehr zu tun als sein Gegenüber, aber bis jetzt ist er hier der Garant für den Sieg seiner Mannschaft. Ja, das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. Ja, wer den Gegner so im Zweikampf trifft, darf sich über Gelb nicht beklagen. Sie halten sich hier wirklich nicht zurück. Die wievielte Karte war das jetzt? Ja, eine weitere Auswechslung des Trainers, seine zweite heute. Also mit dem Ball kann er den Torhüter nicht aus der Ruhe bringen. Guter Abwurf vom Keeper. Und in der Abwehr steht er gut und hat den Ball gleich wieder zurückerkämpft. So, schönes Zuspiel, vielleicht die Chance jetzt. Und das nennt man diszipliniertes Abwehrverhalten. Die Abwehrarbeit ohne Fehl und Tadel. An die Latte, aber trotzdem noch Achtung. Und der ist drin. Ja, das ist Weltklasse Fußball. Was für ein Tor. Ja, das ist ja eigentlich kaum noch einzuholen. Die Spieler machen sich warm am Rande des Spielfelds und der Trainer hat sich wohl jetzt entschieden, mindestens mal eine Auswechslung vorzunehmen. Ja, leichtsinniger Ballverlust, aber bitte, davon profitiert dann halt die andere Mannschaft. Und daraus könnte was werden. Ja, und von der Abwehr, da kann so mancher Trainer nur träumen. Und da war er wieder auf dem Posten. Stark gehalten vom Torhüter in dieser Szene. Das war nicht leicht für ihn. Und der Torwart wirft den Ball entschlossen ab. Ein schönes, langes Zuspiel. Ganz souverän. Und irgendwie bringt der Verteidiger dann noch einen Fuß. Guter Spielzug. Sehr gutes Stellungsspiel des Abwehrspielers in dieser Situation. Und jetzt gibt es hier noch 2 Minuten Nachspielzeit. Ja, das ist... Und noch ein weiterer Treffer. Da hält es natürlich keinen mehr auf den Sitzen. Was für ein Tor. Miserable Leistung des Torhüters, ohne Wenn und Aber. Und der Trainer sollte ihn jetzt eigentlich auswechseln. Und jetzt wechselt der Trainer gleich doppelt aus. Also wer dieses Spiel gesehen hat, wird sagen, das 3:0 geht völlig in Ordnung.
So, ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause im Wohnzimmer für die Aufmerksamkeit. Und ich bedanke mich auch bei Sebastian Hellmann für seine Kommentare, für seine Analysen. Und ich, Tom Bayer, bedanke mich auch bei Ihnen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.